die Segenslinie der Verheißung, der Erlösung geht über Israel. Ich möchte euch gerne hineinnehmen in dieses Thema Israel im Licht Gottes verstehen. Für viele ist es nicht so nahe, eine Predigt über Israel zu hören, aber ich denke, dass wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn aufgenommen haben, wir wiedergeboren wurden zu einer lebendigen Hoffnung und wissen, wir sind versöhnt durch das kostbare Blut Jesu und nun in die Familie Gottes hineingekommen, dann wissen wir auch, dass wir einen Gott haben als himmlischen Vater. Und dieser Gott sagt, ich bin Israel zum ewigen Vater geworden. Gott sagt selbst von sich, ich bin Israel ein Vater. Israel ist in den Augen Gottes ein Kind. Gott hat Israel wie ein Sohn, wie ein Kind gezeugt. Und wenn wir uns in den Gemeinden Gedanken machen über Israel, da können wir verschiedene Zugänge haben, natürlich über die Politik, über Beziehungen, über innere Zuwendung oder eher innere Distanz. Aber wenn ich heute das Thema Israel euch näher bringen möchte, möchte ich es euch näher bringen aus der Perspektive der Bibel. Weil Israel ist in der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, ein Fokus Gottes. Neben dem, dass er sagt, ich will, dass kein Mensch verloren geht, und jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, möchte er auch, dass wir in der Erkenntnis der Wahrheit und der Gnade zunehmen. Gott will, dass wir wachsen in der Erkenntnis und zunehmen an Reife und Verständnis, dass wir überwinden, was uns hindert in der Beziehung zu Gott. Und da gibt es ja ganz viel, was uns hindern könnte, dem Herrn treulich nachzulaufen, in der Jüngerschaft, in der Nachfolge. Und da gibt es viele Dinge, die wir überwinden sollen. Unser Fleisch, eigene Wünsche und Begehren, Sünden, Versuchungen. Aber irgendwann merken wir auch, dass wir neben dem, dass wir wachsen in der Erkenntnis, dass wir auch eingeweiht werden in die Pläne Gottes, die er hat. Und er nennt uns nicht mehr Knechte, sondern Freunde, wenn wir tun, was er sagt. Und er zeigt uns, was er vorhat. Und so wird Israel in seinem Licht uns als Orientierung gegeben, weil diese alttestamentlichen Prophetien nicht aufgehoben, noch ungültig geworden sind mit dem Sterben und dem Auferstehen von Jesus. Gott hat sich gebunden an sein Wort. Wenn er sich nicht mehr an sein Wort hält, wo hätten wir hierzu Zuversicht und Sicherheit? Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn wir Israel nicht Gottes verstehen wollen, dass wir so einen Zoom-out machen. Wenn jemand gerne mit dem Fotoapparat unterwegs ist, da wissen wir und da weiß man, da kann man auch schön hineinzoomen. Und bei einigen Punkten werde ich auch hineinzoomen. Aber sonst ist es mir ein Anliegen, so wie ein Panorama-Überblick zu geben über dem, was Gott tut und was er getan hat und noch tun wird. Im Hesekiel 37 sehen wir, wie der Hesekiel aufgerufen wurde, zu prophezeien über tote Knochen. Hast du diese Vision, diese Prophetie schon mal gelesen von diesen toten Knochen, die Hesekiel zusammenrufen musste? Kannst du dir das vorstellen? Da hat sich Knoche und Knoche zusammen bewegt. Knochen können sich ja nicht bewegen. Ist es uns allen bewusst? Aber Hesekiel musste prophezeien. So, ihr Knochen, kommt einmal zusammen. Schöne Prophetie. Das würde man heute vielleicht schon abtun als esoterisch. Aber in der Bibel war das gar nichts Esoterisches oder Zauberei, sondern Gott gewolltes Wirken und Handeln. Und so sagt der Herr, prophezeie über diesen toten Knochen Israel, dass sie zusammenkommen. Und so haben sich diese toten Knochen in der Vision von Hesekiel formiert. Und dann war Gott noch nicht zufrieden. Er sagte Hesekiel, nun prophezeie, dass der Odem Gottes über sie kommt. Und so waren diese toten Knochen zusammengekommen, Fleisch und Blut und Gewebe hat sich formiert, aber sie waren noch nicht lebendig geworden. Und nun musste Hesekiel sagen, Odem Gottes, komm wieder auf dieses Tote. Und was sehen wir nun vor unseren Augen mit der Staatsgründung und mit der Sammlung der Juden aus allen Nationen?
Wir sehen, wie dieses totgeglaubte Volk, das über 2000 Jahre zerstreut war, sich wieder sammelt. Sie selbst sagen von sich, wir haben keine Hoffnung gehabt. Wir haben unsere Hoffnung aufgegeben. Aber da ist der Gott der Hoffnung, der sein Volk sammelt wie tote Knochen aneinander. Und wo sammelt er sie? In Eretz Israel. Er sammelt sie im Land, das er ihnen zugeschworen hat. Geschworen hat, mit einem Eid hat Gott sich gebunden an diesen Landstrich Israel. Und nun sehen wir, wie Gott Wort für Wort in Erfüllung gehen lässt. Und ein Schritt neben dem, dass er sie zusammenfügt im Land Israel, sie wieder zusammenkommen, ein Volk, eine Nation werden, was auch schon ein Wunder ist, ist, dass der Geist Gottes ausgegossen wird, dass sie zu neuem Leben kommen, zu echtem neuen Leben. Denn wenn sie den Messias erkannt hätten, hätten sie ihn nie preisgegeben ans Kreuz. Aber weil sie diese Blindheit für uns haben, wurde uns diese frohe Botschaft zuteil. Und so heißt es nun über der Zukunft Israel: Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Das kommt noch. Die Herrlichkeit des Herrn, unseres Herrn, ihres Herrn, des Messias wird über ihnen aufgehen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf. Und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Erhebe ringsum deine Augen und sieh, alle versammeln sich und kommen zu dir. Deine Söhne kommen von ferne her und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird beben und weit werden, denn die Fülle des Meeres wird sich zu dir wenden und der Reichtum der Nationen wird kommen. Das ist ein Wort aus Jesaja, wo wir mehr und mehr sehen, wo sich vor unseren Augen erfüllt. Das heißt im Römerbrief, und wenn die Vollzahl aus den Nationen eingegangen ist, wird der Herr wiederkommen zu Israel. Und sie werden ihn sehen als der wiederkommende König der Könige und Herrn der Herren. Und sie werden ihn sehen in seiner Herrlichkeit. Und kannst du dir vorstellen, was passieren wird, wenn unser auferstandener Herr, der nun zur Rechten des Vaters ist, sagt: Jetzt ist die Zeit erfüllt. In den Nationen ist die Ernte eingebracht. Jetzt komme ich wieder. Und wenn er dann wiederkommt in seiner Herrlichkeit, kannst du dir vorstellen, was das für ein mediales Ereignis sein wird. Die ganze Welt wird ihn sehen, Jesus Christus als wiederkommender Herr. Und wo kommt er zurück? Er kommt nicht nach Adelboden. Er kommt zurück nach Jerusalem, zum Ölberg. Und wird der König der Juden sein, der aus Jerusalem herrschen wird. Und so heißt es jetzt schon zu den Juden: Steht auf, werdet Licht. Und so ist Jesus, Jeschua, der meistgegoogelste Name in Israel. Weil so viele Hebräer, Juden, säkulare Israelis, auch arabische Israelis sich fragen: Wer ist dieser Jesus? Und sie fragen sich, was ist mit dem los? Und von anfänglich ca. 120 wiedergeborene gläubige Juden, die es gab, 1948 sind es nur ca. 32.000 wiedergeborene messianische Juden. Und es werden immer wie mehr, weil sie auch durch diese Erschütterung und diese Zeit merken, es muss noch etwas anderes geben. Denn unsere Sicherheit hier in Israel, die ist auch fragil. Und so sehen wir, dass der Herr selbst das Licht sein will für Israel. Er ist unser Licht geworden, er will Licht sein. Und so wollen wir Israel kennenlernen in einem neuen Licht und wollen schauen, wie es angefangen hat. Wie hat es angefangen? Hast du dir das schon mal überlegt, was hier heißt? Was es hier heißt im 1. Mose Kapitel 1, Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Gott sprach, es soll Licht kommen. Es gab keine Sonne und keinen Mond und keine Sterne und trotzdem war Licht da. Wer war dieses Licht? Die Sonne und der Mond wurde erst am 4. Tag von Gott in Existenz gerufen. Was ist dieses Licht, wo Gott sprach, es werde Licht und es war Licht?
Überleg einmal kurz. Wer war dieses Licht, wenn es keine Sonne gab? Keine Lichtquelle. Wer war dieses Licht? Im Hebräischen heißt ja Licht Or. Und wir werden nun auf die Spur gehen, was die Hoffnung Israels ist. Wer diese Herrlichkeit ist über Israel. Und so sehen wir, wie Gott dann sagt, am 4. Tag sollen in den Himmeln Lichter entstehen zur Bestimmung von Zeiten und Zeitpunkten und Tagen. Und er nannte dann diese Lichter, diese Planeten, diese Sterne, Sonne und Mond. Und er setzte sie ein am 4. Tag. Aber zuvor hatte Gott schon gesprochen, es werde Licht. Wer ist dieses Licht? Jesus sagt von sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Wenn wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandern, sondern das Licht des Lebens in sich haben. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht. Wie kann Jesus das sagen? Ich bin das Licht. Er sagt nicht, ich bin die Sonne. Er sagt, ich bin das Licht. Mein Wesen, meine ureigenste Natur ist Licht zu sein. Und das ist dieses Licht, wo Gott ganz am Anfang sprach, nach diesem Chaos und dieser Verwüstung der Erde, die wir lesen im Vers 2. Er ist dieses Licht, das in die Welt kommen musste, das Gott sprach, bevor ein Planet, bevor eine Lichtquelle da war. Er war und ist und wir bleiben das Licht der Welt. Und so sehen wir, dass dieses Licht eine Bestimmung hatte, zu kommen, um Nationen zur Erkenntnis der Wahrheit zu führen. Und lesen wir in Lukas Kapitel 2, 29 bis 32 eine prophetische Erkenntnis von Simeon, der dazumals in Jerusalem lebte und wartete. Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil, auf Hebräisch heißt Heil, Jeschua, gesehen. Dass du bereitet hast im Angesicht aller Völker ein Licht zur Offenbarung, zur Erleuchtung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes. Wer ist dieses Licht zur Erkenntnis für die Nationen, die in der Finsternis sitzen? Jesus Christus ist dieses Licht. Und er ist die Erfüllung all dieser alttestamentlichen Prophetien, die auf den Messias, auf den Retter der Welt gemünzt waren, ausgerichtet waren. Und nun ist dieses Baby am 8. Tag bei Simeon, der im Tempel wartete, ein alter Mann, und er verknüpft dieses kleine Baby mit dem Licht für die Nationen. Wie konnte er das wissen? Jesus war nicht angeschrieben. Er hat kein Buch mitgebracht und gesagt, ich bin dann der kommt. Da war einfach eine Teenagerin, die Maria, und mit dem Josef, die treulich taten, was geboten war, nämlich, dass Jesus in die Bundeslinie eintrat von Abraham, Isaac und Jakob mit der Beschneidung. Und Simeon verstand etwas Übernatürliches. Mein Auge hat die Erlösung, den Retter, Jeschua gesehen, das Heil. Und er wird der sein, der die Nationen erleuchten wird. Und er wird die Herrlichkeit, das gewaltige Gewicht der Schönheit Gottes für Israel sein. Und wenn es etwas Schönes gibt, das Gott noch wirken wird, dann ist es das, dass er wiederkommt für sein erlöstes und kommendes, zu erlösendes Volk. Warum braucht es dieses Licht? Licht ist da, um einen Unterschied auszumachen zur Finsternis. Und so heißt es einen Vers später im Genesis, 1. Mose 1,4. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Gott sagte, Licht ist gut. Ich beneide manchmal all diejenigen Dörfer, die nicht unter den Nebeldeckel liegen. Ich finde das so gewaltig. Ich habe das Glück selbst, so knapp über der Nebelgrenze zu wohnen. Und dann haben wir Sonne im Emmental. Wow, wie schön. Und wie viel mehr Sonne habt ihr hier, wenn dann ganz viele im Mittelland im Nebel sitzen. Und dieses Licht tut gut. Aber wie viel mehr tut dieses Licht des Herrn unserer Seele,
unserem Gemüt, unserem Innersten gut. Und so trennte Gott dieses Licht ab und er trennte es ab, damit wir lernen und zunehmen. Licht ist immer da zur Unterscheidung zur Finsternis. So setzt er die Sonne für den Tag und den Mond für die Nacht. Ist ganz simpel. Haben wir schon früh in der Schule gelernt. Heute ist es noch so. Die Sonne am Tag und der Mond in der Nacht. Und so hatte das Licht nicht nur zur Unterscheidung gegeben von den Uhrzeiten, Tag und Nacht, sondern auch, dass wir verstehen, was Gott tun will. Und was will Gott tun? Gott will, dass wir diese Botschaft des Lichts hören und vernehmen und hindurchdringen zur Wahrheit und freigesetzt werden und erkennen, was ist Wahrheit. Deswegen haben wir das Evangelium. Gott will, dass wir durch das Evangelium, durch das, dass wir zur Wahrheit hindurchdringen, beginnen mehr und mehr zu unterscheiden. Nicht nur von Tag und Nacht, zeitlichem zu ewigem, von Tieren, von den Lüften, Erde und Wasser, Wasser und Erde. Was ist Arbeitstag und was ist Schabbat? Was ist ein Mensch und Tier? Was ist der Unterschied zwischen Mann und Frau? Heute sagt man, es gibt ja nicht nur zwei Geschlechter, es gibt so viele Geschlechter. Gott sagt, es gibt zwei Geschlechter und so ist es. Und Gott sagt ja auch ganz klar, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was ihr tun sollt und nicht tun sollt. Und er gab ihnen ein Wort, ein Gebot, das sie dann übertraten. Und so sehen wir, was die Konsequenzen sind von Gehorsam und Ungehorsam. Weil durch diesen Ungehorsam wurden wir alle betroffen von Adam und Eva. Wir alle sind ohne Christus unterwegs, wenn wir nicht Christus bewusst angenommen haben. Wir sind getrennt von ihm durch die Sünde, wenn wir nicht wissen und annehmen, was uns wieder versöhnt mit Gott. Und so gibt es dieses Licht, das uns nahe gebracht wird durch das Wort, das uns unterscheiden hilft. Was ist ein Leben mit dem, dass wir essen von diesem Baum des Lebens und wenn wir essen vom Baum des Erkenntnis von Gut und Böse, was ist da der Unterschied? Gott lässt uns erkennen mit seinem Licht, was hat es für einen Wert, mit Gott zu leben, eine tägliche Beziehung zu haben mit ihm und was ist dann die Konsequenz, wenn man getrennt lebt von Gott? Gott lässt uns dieses Licht in unserem Herz aufscheinen, dass wir das Finstere auch erkennen. Nicht nur in der Welt, sondern auch in unseren Herzen. So viel will in uns dieses Licht abdunkeln und erlöschen lassen. Und deswegen gibt Gott uns dieses Licht, dass wir unterscheiden können, bis hin zur Rettung. Und Gott gibt uns dieses Licht zur Hilfe. Darum heißt es im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, 6 bis und mit 9 folgendes, sagt Johannes: Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen, ja, wir betrügen uns selbst und tun nicht die Wahrheit. Wir können schon an einem Sonntagmorgen in den Gottesdienst kommen, aber wenn wir den Rest aller anderen Stunden in der Woche für uns leben, so leben, wie es uns gefällt, in der Finsternis leben, wie die Welt es uns zeigt, da ist wenig von diesem Licht sichtbar. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er, der Herr, Licht ist, haben wir Gemeinschaft. Wir können nicht unterwegs sein als wiedergeborene Kinder Gottes, wenn wir nicht ins Licht treten. Da betrügen wir uns selbst und heucheln den Nächsten etwas vor. Unsere Nachfolge ist eine Nachfolge im Licht des Herrn, wo wir sagen, wir treten ins Licht und wir lassen dein Licht in jeden Lebensbereich von unserem Leben hineinscheinen, sodass die Dunkelheit in unserem Leben erhellt wird, erneuert wird, geheiligt wird, dass wir Gemeinschaft haben mit Gott. Und dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn ihr euer Banner anschaut, Blut und Feuer, da seht ihr auch dieses Blut, das versöhnt und dieses Feuer des Lichtes Gottes, das brennt und brennen soll in unseren Herzen, dass es hell wird, warm wird. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und wie schnell ist es auch möglich, dass wir selbstgerecht, fromm unterwegs sind, ohne ein bußfertiges Herz und sagen, Herr, ich erkenne immer wieder aufs Neue, ich brauche Vergebung, Gnade von dir, dein Licht, das mich hineinbringt in meine wahre Berufung. Wenn wir unsere Sünden aber bekennen, ist er treu und gerecht,
dass er unsere Sünden uns vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und so kommen wir erst zum Licht. Licht ist immer da, um Finsternis zu vertreiben, uns hineinzuführen in das Wahre, was Gott vorgehabt hat. Und deswegen sehen wir nun Folgendes, gibt er uns Israel. Wie wüssten wir, was Gott vorhat, wenn er uns nicht sein Wort gegeben hätte und uns unterscheiden und verstehen lässt? Beurteilungsvermögen ist ein Geschenk. Desto mehr, dass du verstehst, um was es geht, desto leichter fällt es dir, Entscheidungen zu treffen. Und so geht diese Verheißung des Segens, wo Gott schon Adam und Eva zusprach, ich werde euch einen Erlöser geben, wo diese Schlange den Kopf tritt, geht eine Segenslinie weiter von Genesis, vom Anfang hin bis zu Israel. Und das schauen wir nun hier an. Die Segenslinie der Verheißung der Erlösung geht über Israel. Ihr kennt die Geschichte von Adam und Eva, von Kain und Abel und wie dann dieser Abel erschlagen wurde von Kain und wie Gott Adam und Eva einen Ersatzmensch gab, Seth. Und wie es 10 Generationen dauerte bis zur Arche, bis zu Noah. Die Zahl 10 steht ja immer für Test. Die 10 Jungfrauen, die 10 Talente, der 10. 10-mal wurde der Lohn von Laban bei Jakob verändert. 10 steht immer für Test. Und so 10 Generationen. Und die 10. Generation in der Zeit von Noah war so verdorben, so gewaltzersetzt, dass Gott gesagt hat, ich gereue mich, dass ich den Mensch gemacht habe. Und dieses Wort aus dem 1. Buch Mose 8,11, wo es heißt, und da war nur Gewalttag, tagtäglich heißt auf Hebräisch Hamas. Jetzt sollte vielleicht da auch eine Brücke bestehen, weswegen sich gewisse Leute Hamas nennen, ja, weil sie nur Gewalt im Herz haben. Und Gott hat gesagt, ich gereue mir, den Mensch gemacht zu haben, wenn er nur tagtäglich Böses, Dunkles, Finsteres denkt. Und ich setze nun den Noah als Prediger der Gerechtigkeit ein, 120 Jahre lang, dass sie umkehren könnten. Und er wollte hören, niemand. Aber der Segen geht weiter, auch nach der Sintflut sehen wir, wie diese Segenslinie weitergeht, dann mit Sem. Und Sem heißt Name. Und das ist eine Offenbarung, wie der Segen weitergeht. Er geht weiter mit dem Namen, der über jedem Namen steht. Und wer steht über jedem Namen? Jesus Christus. Der Name über jedem Namen ist Jesus, nach Philipperbrief. Und so sehen wir mit Sem, wie dann der Segen weitergeht, das Same der Verheißung auf den Erlöser weitergeht mit Sem. Der gesegnet wurde als Vater Kanaans. Wem gehört das Land Kanaan? Israel, Sem. Darum gibt es ja diesen Antisemitismus. Anti-Sem. Und so sehen wir, dieser Segen geht weiter bis auf Abraham. Der 10. nach Sem. Wo war Abraham? In Ur in Chaldea. Vor dem größten Götzengebilde, Tempel, den es dazumals gab. Wo war jetzt nun dieser Same der Hoffnung? In Abraham, in Ur in Chaldea. Irgendwo im heutigen Irak, im Iran, nicht einmal in Kanaan. Und wie musste Gott diesen Abraham herausrufen? Komm, folge mir nach, zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und so wurde Abraham der erste Hebräer. 1. Buch Mose, Kapitel 12. Und ich werde dich segnen und du sollst ein Segen sein für die Nationen. Versteht ihr hier den Vorlauf, weswegen dann aus Abraham, Isaak und Jakob, der zu Israel wurde, das Volk Israel entstand? Weil Gott diesen Samen der Erlösung zu uns bringen wollte. Und dann nimmt er sich ein Volk. Menschen, die an ihn glauben und ihm vertrauen, und er schloss den Bund Abrahams. Und so sehen wir, dass sogar Gott einen Betrüger wie Jakob gebrauchen kann. Eine souveräne Wahl. Ja, nein, ich nehme Jakob, nicht Esau. Da haben sie ja gar nichts gemacht, als Gott schon gewählt hat, souverän auserwählt hat, mit wem er diesen Segen weitergehen lässt. Und wie hat doch Jakob getrickst und alles getan, dass er Segen fand und bekam.
Und Gott ihm begegnete am Bach Jabok, wo der Jakob mit dem Engel des Herrn, mit dem Herrn selbst rang bis in die frühen Morgenstunden und sagte, ich lass nicht von dir ab, bis du mich gesegnet hast, damit der Segen dann weitergeht. Auf ihn. Wie ist dein Name? Fragte Jakob. Und er sagte ihm, mein Name ist so wunderbar. Wie ist dein Name? Lügner, Betrüger, hinterlästiger Betrüger bin ich. Jakob ist mein Name. Und da sagte der Herr, nein, das sei nicht mehr dein Name. Dein Name heiße von nun an Israel. Israel ist keine Erfindung von einem Menschen. Israel ist der Gedanke Gottes, wie er zu uns und mit uns redet, auch durch das Alte Testament. Und so sehen wir, wie nun diese 75 unter der Leitung von Jakob hinuntergingen und in Ägypten dieses Volk wuchs. Und da kommt das zweite Buch Mose, Exodus. Auf Griechisch heißt es Auszug, auf Hebräisch heißt das Buch des Namens, weil sich Gott jedem Namen erinnert. Jedem Namen erinnert. Jedem, wo dort in der Gefangenschaft in Ägypten war. Und wie führte er sie heraus? Und er sagte, mein erstgeborener Sohn ist Israel. Weil Gott ein Vater ist für dieses Millionenvolk in der Sklaverei. Und so unterscheidet nun die Bibel zwischen Israel, dem Bundesvolk, und den Ländern, den Nationen, den Heiden, wie es Luther sagt. Und er lässt diesen erstgeborenen Sohn, will er in die Freiheit führen. Wohin? In das verheißene Land Kanaan. Und nun ist etwas ganz Wichtiges. Wir sind ja beim Thema Israel im Licht Gottes verstehen. Und so sehen wir bei der 10. Plage, der Ankündigung der 10. Plage, dass Gott sagte, ich will nun etwas Folgendes tun. Ich will euch mit dieser finalen Plage hinausnehmen und hinausführen in die Freiheit. Und was sagte er zum Volk Israel? Nehmt ein Lamm ohne Fehler, ein einjähriges Lamm. Wer ist wohl dieses Lamm? Ihr wisst es wohl schon. Und dann gibt er ganz detaillierte Anweisungen, was sie tun sollen mit diesem geschlachteten Lamm und wie sie dieses Blut an die Türumrandungen anbringen sollten und wie sie es essen und zu sich nehmen sollten. Frag dich einmal kurz, hat das Blut Jesu deine Herzenstüren auch umrannt, dass der Herr in Herrlichkeit einziehen kann? Sie mussten sich so zusammenfügen und zusammensetzen und dieses Peschachlamm essen, gegürtet, in der Bereitschaft auszuziehen. Und auch so sollen wir gerüstet und bereit sein, auszuziehen aus all dem, was uns versklavt und verknechtet. Und dann kam diese Nacht und das Gericht wurde vollstreckt, weil der Pharao nicht bereit war, den erstgeborenen Sohn Israel, das Volk Gottes, ausziehen zu lassen, hat Gott den Erstgeborenen Ägyptens gerichtet, weil er nicht wollte, dass er frei kam. Und so sehen wir dieses kostbare Blut, wo nun uns hier heißt in 2. Mose 12, 14, und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein, ein Fest für den Herrn, eine ewige Ordnung für alle Generationen ist zu feiern. Deswegen feiern wir im Leib Jesu das Abendmahl. Deswegen feiert das Volk Israel, die Juden, Peschach. Deswegen haben wir Ostern. Letzten Sonntag habe ich gehört, dass der Christian euch 2, 3 Gedanken weitergegeben hat über das Lied Tochter Zion. Habe ich das richtig wahrgenommen? Und da hast du gesagt, das gehört, oder vorletzten Sonntag, vor 14 Tagen, sagt er, das gehört auf Ostern, auf Peschach. Warum feiern wir Ostern? Weil wir es hier sehen. Das ist das Vorbild. So kommen wir schon bald zum Finale. Lasst uns sehen, wer ist dieses Lamm, das uns Licht brachte und bringt. Hast du das schon mal so gelesen in deinem täglichen Bibellesen? Liest du noch die Bibel? Ich ermutige dich, lies nicht nur ein Tagesverheißungsabreißzettelchen, da eine Tageslosung. Lies die Bibel von vorne bis hinten, mehrmals. Lies das Wort, kenne es. Nun, was heißt es in Jesaja 49, Vers 3? Da gibt uns Jesaja eine Offenbarung auf Gethsemane.
Er hatte eine übernatürlich von Gott geschenkte Offenbarung, was Jesus betete. Was wir nicht lesen in dem synoptischen Evangelium, was da geschehen ist. Aber Jesaja sah es. Und so heißt es, Jesaja 49, Vers 3, mein Knecht bist du, Israel. Jetzt sagt der Herr, der Allmächtige, Adonai Elohim, der Schöpfer von Himmel und Erde, über seinen Sohn, mein Knecht bist du, Israel, ein Kämpfer für Gott, an dem ich mich verherrlichen werde. Deswegen haben wir dann hier das Kreuz. Und was sagte nun Jesus? Ich aber sagte Jesus, weil er kämpfte in Gethsemane, ja 3-mal betete, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und er rang mit sich und seinen Gefühlen und seinen Gedanken. Umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verbraucht. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn ist mein Gott. Und nun spricht der Herr, der mich vom Mutterleib an für sich zum Knecht gebildet hat, um Jakob, das ist die sündige Lebensweise von den Kindern Israels, zu ihm zurückzubringen, damit Israel zu ihm gesammelt werde. Und ich bin geehrt in den Augen des Herrn und meines Gottes. Mein Gott ist meine Stärke geworden. Ja, er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen, was gerade geschieht vor unseren Augen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass meine Rettung reiche bis an den Enden der Erde. Das war der Zuspruch in Gethsemane, wonach Jesus sagte, ich bin bereit, mich hinzugeben als Opfer. Ohne Murren, ohne Klagen, mich preiszugeben als Liebe. Und danach wurde er ja gestärkt von einem Engel und ging seinen Leidensweg mit der Verhaftung und allem, was danach kam. Und so lesen wir über diesen Knecht Gottes, der von Gott Israel genannt wird und der für Israel diese Herrlichkeit ist, wo hell aufstrahlen wird. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm, um unseres Friedens willen. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das durch Schlachtung geführt wird. Wie ein Schaf, das stumm ist vor seinem Scherer. Er machte seinen Mund nicht auf. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Und der Mühsal seiner Seele willen wird er Licht sehen. Licht wird der Herr sehen. Frucht. Und er wird dadurch gesättigt. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Und nun sehen wir Folgendes. Jetzt wissen wir ja, wer dieser Herr, dieser Messias ist, wo sein Leben selbst in den Tod ausgeschüttet hat, wie es Jesaja uns geoffenbart hat, Jesaja 49. Nun sehen wir, wie der Herr nun selbst dieses Licht sein wird für uns im neuen Jerusalem. Offenbarung 21, 23 bis 24 können wir lesen, es braucht keinen Mond mehr und keine Sonne mehr, denn die Herrlichkeit Gottes wird leuchten und ihre Lampe, ihre Menora ist das Lamm. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Wie gewaltig ist es, dass Gott am Anfang sprach, es werde Licht und wir am Ende sehen, dass dieses Lamm, das durch sein Leben für Israel zum Licht wird und für die Nationen, für uns zum Licht wird. Und wenn wir Advent feiern, gerade jetzt in dieser finsteren Zeit, wo es zunehmend dunkel wird, nicht nur technisch, indem dass die Tage kürzer werden, sondern indem dass die Finsternis zunimmt, dass wir ein Licht haben als eine Menora. Und ich nehme mir noch diese 5 Minuten und möchte gerne schließen
mit diesem Gedanken des Menoras, des Leuchters. Weil viele wissen ja, wie so ein Menora aussieht. Ihr seht hier, wenn da der Laser geht, das ist eine Menora, ein Leuchter. Und dieser Leuchter haben ja viele Juden bei sich zu Hause. Und manche Gemeinden haben irgendwo vielleicht auch so eine Menora mal geschenkt bekommen oder irgendwo als Dekogegenstand herumstehen. Aber dieser Leuchter ist aus der biblischen Sicht das, was Gott heute uns näher bringen will. Und so gehen wir hinein und sehen eine Prophetie von Sacharja, wie dieser Gesalbte mit Öl vom Heiligen Geist, von Gott Gesalbte, Christus, der Gesalbte, Messias ist das hebräische Wort für den Gesalbten, der ist, der leuchten soll, brennen soll und uns Licht bringt. Und so heißt es hier, dass Zacharias 4, 1 bis mit 3, ich sehe und siehe ein Leuchter ganz aus Gold und sein Ölgefäß oben auf ihm und seine 7 Lampen auf ihm, ja 7 Gießröhren für die Lampen, die oben auf ihm sind und 2 Ölbögen neben ihm, eine zur rechten und zur linken. Und dann fragt sich der Sacharja, was ist denn das? Und der Herr sagt, weißt du nicht, was das ist? Das solltest du erkennen. Das ist ein Menora, das sind 2 Olivenbäume. Und dann heißt es hier folgendes, ein sehr bekannter Vers, der oft aus dem Zusammenhang genommen wird. Das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Durch meinen Geist soll es geschehen, spricht der Herrscher. Und was macht dieser Geist? Er bringt uns Licht und Wahrheit. Das Brennen des Christus näher, der selbst die Menora ist und gespiesen wird vom Öl, vom Heiligen Geist befähigt, wirkt zur Ehre des Vaters. Und er wirkt heute noch. Und wie wirkt er heute noch? Lasst uns das sehen. Er wirkt durch den Heiligen Geist in der Gemeinde. Liebe Gemeinde, liebes Chor, der Heilige Geist ist das Zentralste, was wir brauchen. Er führt uns in die Wahrheit hinein und lässt dieses Feuer neu brennen in uns, dass wir gereinigt und gewaschen durch das Blut heilig vor Gott stehen können und brennen für den Herrn. William Booth und Catherine Booth, die Gründer der Heilsarmee, die brannten im Feuer des Herrn und leuchteten in einer Zeit in England, in einer großen Rezession. Und so sehen wir, wie dieser Geist des Herrn auf Christus gemünzt ist. Diese Menora ist auf ihn ausgerichtet, wie es Jesaja 11, 1 bis mit 3 sagt. Und nun sehen wir, dass der Herr selbst wandelt unter den Gemeinden. Der Herr möchte sich heute noch unter euch bewegen, weil es ist seine Gemeinde. Ihr seid Glieder an seinem Leib. Ihr seid seine Kinder. Ihr gehört euch nicht mehr selbst. Wenn ihr wiedergeboren seid, seid ihr ein Tempel des Heiligen Geistes und ihr gehört euch nicht mehr selbst, sondern der Herr hat Wohnung genommen in euren Herzen. Und so geht es nicht mehr primär um das, was du gerne möchtest, sondern um das, was der Herr gerne möchte tun in deinem Leben und durch dein Leben. Und da stehen wir ihm zur Verfügung und sagen hier als Chor, Adelboden und Frutigen, Herr, sende mich. Nicht nur nach Spiez oder nach Bern, sondern hier in diese Region hinaus. Und deswegen haben meine Eltern auch immer wieder gesagt, wir gehen hin und predigen das Evangelium. Und so sind in Dörfern viele Menschen zum Glauben gekommen. Weil sie sagten, wir sind bereit hinzugehen. Und dann heißt es hier Folgendes, ich wandle mitten unter den Gemeinden. Und er benennt sie. Und etwas ganz Spannendes, ich habe ja gesagt, das Lamm Gottes ist die Menora. Johannes, der Apostel, schreibt es klar und deutlich in seinen Sendschreiben, dass der Herr selbst zur Gemeinde in Ephesus, die so vorzeigemäßig unterwegs war, mit vielen Werken und Ausdauer, aber er hatte gegen sie, dass sie die erste Liebe verlassen haben. Wenn wir keine Liebe mehr haben als Geschwister im Herrn, als gläubige, wiedergeborene Nachfolger Jesu, dann nützt unser Tun nichts. Lasst uns die erste Liebe wieder zurückbekommen. Dann ist es auch kein Müssen und kein Zwang, dann ist es aus Liebe geschehen. Ohne Liebe ist eine Ehe, eine Familie oder eine Gemeinde ein Krampf. Ich sage es euch ganz ehrlich. Und Liebe ist bereit zu vergeben, jeden anzunehmen, wie er ist.
Aber auch die Liebe ist so bereit, auch Wahrheit zu sprechen mit dem Nächsten. Und so sagt hier der Geist Gottes zur Gemeinde. Und wer Ohren hat, der höre, was der Geist zur Gemeinde sagt. Kehre um, von was du gefallen bist, und geh zur ersten Liebe zurück. Das Licht des Herrn bringt immer unseren Mangel an Liebe zum Vorschein und lässt uns neu leuchten in seiner Liebe, in seinem Licht der Wahrheit. Und so sehen wir, wie der Herr sagt, ich habe diese 7 Geister bei mir. Ich bin diese Menora, die brennt. Ich will, dass die Furcht des Herrn da ist, Erkenntnis und Rat, Weisheit und Kraft und Stärke, wie es Jesaja gesagt hat. Ich bin der mitten vor dem Thron steht, das Lamm Gottes. Und das ist unsere Ausrichtung. In allem sehen wir auf den Herrn als Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir sehen in allem auf Jesus. Sieh du weiterhin in allem auf Jesus, Christus. Und so sagt Hiob, und ich komme zum Ende, er ist meine Leuchte. Er ist dieser Fels, der mir Wasserquellen lässt in meinem Leben. Und Hiob ging durch so viel Leid und er bekannte, nicht nur mein Erlöser lebt, sondern er ist mein Licht über mein Haupt. Er ist der Herr. Er stärkt mich. Und so ist der Herr derjenige, der uns aufweckt, dass wir erkennen, in welcher Zeit das wir leben, dass wir die Finsternis ablegen, die Waffen des Lichts annehmen und kämpfen den guten Kampf. So ist dieses Licht in dir entscheidend, in der Gemeinde und in der Welt. Und so heißt es nun zum Schluss, siehe nun, dass das Licht, welches in dir ist, nicht Finsternis wird. Hast du gewusst, dass das Licht finster werden kann in dir? Das kann einmal gut starten, aber mit der Zeit wird es weniger und weniger. Und wir haben einen Auftrag, mit David zu bekennen, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Und deswegen sollen wir beten mit David, sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie mögen mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg, zum Berg Zion, zu deinen Wohnungen. Licht ist dem Gerechten gesät und Freude den von Herzen Aufrichtigen. Den Aufrichtigen strahlt Licht auf in der Finsternis. Er ist gnädig und barmherzig und gerecht. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Denn deine Leuchte, dein Licht ist das Gebot und die Weisung. Und so komme ich zum Abschluss. Kennst du mit Samuel, du bist meine Leuchte, meine Menora, Herr. Herr, erhelle meine Finsternis. Ich möchte gerne beten. Vater im Himmel, ich bitte dich, steh zusammen. Herr, erhelle du meine Finsternis. Lass mich wandeln in deinem Licht. Lass mich Gemeinschaft haben mit dir durch das kostbare Blut Gottes, gereinigt und geheiligt, so das Licht sein. Und so, Vater im Himmel, danken wir dir dafür, dass du ein Werk wirkst mit Israel, dass sie ausrufen können, Herr, komm bald. Denn du bist ihr Wahres. Wahre Herr, so bist du auch uns als Gemeinde das wahre Licht. Herr, leuchte du in dieser Zeit durch das Vorradelboden. Leuchte du hell auf. Gerade in den nächsten Tagen und Wochen, wenn du dienst, leuchte du durch uns, durch unsere Worte, durch unsere Taten, durch unser Leben, so dass Menschen erkennen, dass du kommst. Bitte, Vater, Himmel, leuchten hier in Chor, Adelboden, Flut zunimmt, stärker und stärker zu. Jeder Einzelne hat Hoffnung der Herr, lebt, hoch brilliert und weit scheint, in jedes Haus hinein, zu jedem kommt, der hier lebt, dass niemand verloren geht, ohne die Botschaft der Errettung gehört zu haben. Vater, ich bitte dich um deine Erbarmung, diese Region des Berner Oberland, dass hier Menschen neu hindurchbrechen zum wahren Leben, zu dir. Hilf uns dabei, zu leuchten zur Zeit und nicht zurückzuschrecken, nicht Angst zu haben, sondern zu überwinden und zu erkennen, du bist unser Licht und unser Heil. In Jesu Namen. Amen.